Achso, oh mein Gott, Axel wollte irgendwas von mir. Stimmt. Sorry. Hallo. Es tut mir leid. Ja, es ist was ganz Schlimmes passiert und ich wollte dir das erzählen, weil du bist ja mein Freund, hast du gesagt? Ja, was ist passiert? Warum lachst du jetzt schon wieder? Nee, weil du das so komisch gesagt Es geht um ein ernstes Thema. Achso, okay, sorry, ja. Also es ist wirklich was Ernstes. Ja, okay, sag, ich bin ernst jetzt. Warte, ich mach Push to Talk raus, weil ich habe keinen Bock, dass mein Finger wieder schlapp wird. Okay. Also, ich habe Hunger gehabt, ne? Mhm. Dann habe ich bei der Pizzeria angerufen, okay? Die ist unter mir, ja? Mhm. Dann habe ich gesagt, was ich möchte. XLW. So, meine Freundin hat mir Baba Combo genannt, was ich schon nie gegessen habe vorher, aber es schmeckt Ganz gut. kurz. Warum lachst du jetzt? War bei dir Bro. die ganze Zeit die Sirene bei dir. Bro, Ja, das ist und? lauter als bei mir. Was soll ich machen? Was Bist soll du ich mein denn? Nachbar? Soll ich runtergehen jetzt? Nein. Was soll ich denn machen Ja, jetzt? okay, red weiter, ich bin nur ernst wieder, Die sorry. fahren ja viel schneller, als ich laufen kann. Ja, ich bin ernst wieder, okay, ja. Also, auf jeden Fall habe ich dann das da bestellt, ne, beim Telefon, also mit dem Telefon habe ich das Essen da bestellt. Mhm. Ja, dann bin ich da also hin zu der Pizzeria. So, dann bin ich angekommen und Überraschung, die haben nicht mal angefangen, die Pizza in den Ofen zu machen, obwohl ich 25 Minuten später da war. Die haben gesagt 20 Minuten, ich bin extra 25 Minuten aus Respekt, ne? So, weil die schon älter sind, die das machen. Die machen das noch so oldschool. Und aus Respekt habe ich den 5 Minuten mehr Zeit gelassen. So. Also als die gesagt haben, ne? So nicht, weil ich gesagt habe, boah, ich bin jetzt voll der wütende Kunde und das darf nur 20 Minuten dauern. Die haben das so gesagt. Mhm. Dann war ich also da, meine Pizza war nicht mal im Ofen. Der eine hat nicht mal mit seinen haarigen Händen meinen Teig geknetet, okay? Dann bin ich da also hin, hab gesagt, ey, ich bin hier wegen der Pizza und so, ich habe bestellt, habe meinen Namen genannt. Und dann hat die Frau gesagt, ja, okay. So. Dann habe ich erstmal 35 Minuten länger gewartet. Und als da die Pizza, also in der Zeit, diese 35 Minuten, habe ich mich mit den anderen Leuten da unterhalten. Ich stand draußen, habe eine geraucht und so, ne? Wir haben uns über Fußball unterhalten. Ja, das war ziemlich cool, so. Und dann war die Pizza fertig und die Frau schreit zu ihrem Sohn, also der Sohn hat nicht gewusst, wer die Pizza bekommt, ne? Weil der macht normalerweise nur Pommes und Fritteusenschnitzel. Und dann hat er so fragende Blicke zu ihr. Und dann, pass auf, alle Leute in der Pizzeria, auch die, mit denen ich gut klarkam und über Fußball geredet habe, sitzen da, jeder kann es hören, schreit die Frau einfach durch den Laden, die Pizza ist für die Frau, für die Dame da. Die haben mein Gender assumed. Ja, das geht nicht. Ich finde, das geht auch nicht. So, wenn jeder sein Geschlecht jeden Monat einmal ändern kann und das respektiert werden muss, was ich natürlich tue, dann habe ich auch als geborener Cis-Mann das Recht, mich auch darüber aufzuregen, dass man mich misgendert, weil es war sehr unangenehm. Alle Leute in dem Lokal haben dann natürlich gedacht, ey, ich habe mich gerade eine halbe Stunde mit einer Frau über den Waldhof unterhalten. Also Waldhof ist so eine Fußballmannschaft, ne? Mannheim. Und das geht nicht. Ja, das ist scheiße. Weißt du, wie oft mir das passiert? Ich war auf dem Flohmarkt und wollte wissen, was dieser gebrauchte Laptop kostet, ne? Sagt er zu seinem Kollegen, ne? Nur die Frau will wissen, was der Laptop kostet. Und ich stehe einfach vor dem Stand, so einen halben Meter von ihm entfernt und ich weiß immer nicht, was ich sagen soll. Was hast du bei der Was Pizzeria sagt man gesagt? jetzt? Nichts, ich hatte Hunger, ich habe die Pizza genommen und bin dann weg, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll in dem Moment. Weil ich möchte schon, dass man mich als Mann wahrnimmt. Ja, das ist scheiße. Aber ich weiß nicht, wie man das fixt. Also Natürlich, denkst du, ich habe dich angeschrieben um eine Lösung von dir, bitte. Ich wollte einfach nur mit jemandem darüber reden. ja, aber Du hast doch nie das gehabt, dass irgendjemand zu dir kam und mit dir über etwas reden wollte, oder? doch, aber also ich hatte es noch nie, dass jemand gesagt hat zu mir, ich wäre eine Frau. Ja, natürlich nicht. So, das Problem habe ja ich, deswegen bin ich zu dir gekommen. Also Ich glaube, wenn man, also dieses Belasten, also ich glaube, man kann fast nichts dagegen machen so am Anfang, aber ich habe Ja, echt kann so man das noch Gefühl, wenn man das anspricht, ist es wirklich der Person, die ich sagen misgendert hat, unangenehmer. Ja, oh mein Gott, als, ja. also weißt du, das ist halt einfach dann so ein Straight, so dieses, dass die dann nach Hause gehen und sich denken, du, Alter, ich habe da so ein bisschen Kacke gebaut heute, das war echt so Kacke. Und ich glaube, dann, ja, dann ist es denen auch unangenehm und sagen halt so, sorry, du. Aber ich glaube auch die Person, also ich glaube beide, also ich glaube, also nicht, also hätte er das jetzt angesprochen, wäre es für die Person scheiße gewesen und für Excel, weil ich glaube nicht, dass bei Excel dann einfach auf einmal weggeht, wenn es der anderen Person kacke geht. Nee, das sowieso nicht. Also das auf jeden Fall nicht. Ich will ja nicht, dass jemand Kacke geht. Ich will einfach nur, dass man mich als Mann Ja. akzeptiert. Ja, verstehe ich. Also, ja.
Ich habe das Problem wirklich sehr oft. Also wirklich sehr oft. Das ist jetzt kein Spaß oder so, ne? Ich habe Nee, ich verstehe das voll. sehr oft dieses Problem. Also ich kann mir eben vorstellen, eben, dass viele Menschen mit genau diesen Problemen zu kämpfen haben. Also jetzt nicht zum Relativieren, aber sondern dass du dich gehörter fühlst, dass Leute genau dasselbe Problem wahrscheinlich tagtäglich haben. Und ich glaube, das ist echt scheiße. Also das ist echt. Das nervt. Oh ja, stimmt. Hast du Bartwuchs? Ja, natürlich. Siehst du nicht mein Bart? Ich habe. Dann lass den Bart Also doch ich sehe wachsen deinen einfach dann, Skin oder? gerade nur. Nein, ich meine, guck dir mal bei mir auf Twitch und guck dir mein Bart an. Bitte, sag mir, ich sehe aus wie eine Frau, Junge, bitte. Bitte, sag mir, sag Also mir, ich dazu sehe muss aus wie man eine sagen, Frau, ne, Junge, also bitte. ich finde jetzt trotzdem, Bart ist jetzt trotzdem kein Indikator, ob Frau oder Mann, ne, aber halt für die Allgemeinheit, glaube Will ich. ich schon, also. Bist du umgezogen eigentlich? Ah, finde ich nicht. Weil es gibt ja auch wohne schon voll da lange hier. Transgender, weißt du, also Aber ist das, also wie, check. in welchem Status ist der Bart gerade? So 2 Wochen? der ist auf Seven vs. Wild angelehnt. Ja, hä, ist ja, also 2 Guck mal, ich Wochen, habe eine ja. Rettungsgasse hier, ne? Was hast du? Eine Der Rettungsgasse Rettungsgasse. in der Mitte. Da wächst halt nichts. Aber guck mal, wenn ich meine Haare so aufmache, ich höre ich jetzt kurz nicht, ne? Aber kennt ihr Mel Gibson? Ja. Nee. So, manche Leute sagen zu mir, du siehst aus wie Mel Gibson. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Also, wer ist das? Du kennst Mel Gibson nicht? Nein. Was bist du für ein Mensch, Junge? Wirklich, schäm dich. Boah, du hättest. Ja. Nee, das sag ich jetzt nicht, egal. Sag's einfach. Nein, weil das ist ja erstes Thema. Ich wollte jetzt einen Joke machen, aber egal. Ja, okay, wir sind über den ernsten Satz schon hinweg, ja? Ja, du hättest einfach deinen Schwanz zeigen sollen, weil der so krass ist. Es war nicht mal witzig, es war einfach komplett unangebracht. Das ist ein Restaurant. Ja, okay. Aber ein Kompliment. Also es war trotzdem ein Kompliment drinne. Ach so, ja, weil Hugo ist Fan von meinem Schwanz. Real der ist Ja, krass, er hat ihn ja Digga. wirklich schon gesehen, oder? Junge, bitte. Der ist halt wirklich krass. Guck, das der war ist wirklich ein halt, Kompliment. also der ist halt Ja, wirklich ja. viel länger, als ich dachte. Der Maul. Ganz kurz, warum hast du gedacht, der ist kurz? Ja, weil das, also, ja. Ja. Glaubst du, ich habe einen langen Schwanz? Oh, du, ne, ich sag, du hast keinen lang. Ich sag, du hast auch einen winzigen. Ja, das stimmt auch. Nein, Also mein, Digga, nein, jetzt- Real Talk, meiner ist jetzt, ich schau den jetzt kurz. Ich schaue ihn jetzt auch kurz nochmal an. Also dein. Digga, ach, Scheiße. Also meiner ist legit nix gerade, ne? Aber das Ding ist Der also, Pimmel ist dick. nein, meiner ist Er ist über- nichts. meiner ist eine Kakerlake gerade. Aber wenn der halt im Modus ist, dann macht der. Versteht ihr? Aber du halt nicht. Ja? Nur er. Also wenn der im Modus ist, dann ist der 14,5 halt. Also halt iPhone Pro Max. Naja, fast. Also 2 Zentimeter zu fehlen halt. Echt? Ja, also iPhone Pro Max ist 16,5 und mein Schwanz ist halt 2 Zentimeter kürzer. Erregt ist der nicht so lang wie das iPhone Pro Max. Ich hab Pro Max ist groß, ne? Ich Ja, will ich kurz auch, mein Handy aber- ans Kabel anschließen. Ja, sorry, ne, dass du eine Big Anaconda hast. Fick dich. Ja, wenn, also keine Ahnung. Ja, also das wären 16,5 Zentimeter dann, ne? Das ist schon viel. Bruder, das ist richtig viel, ja. Ich hätte aber auch gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass das iPhone. Ist deiner 16 größer als das iPhone? Ich würde sagen, even, ja. Aber das wundert mich jetzt dann auch. Ja, ich würde jetzt ganz, ich würde dich den kurz anmixen und dann würde ich noch mal gucken. Was denn? Er wird kurz anwichsen, um zu gucken, ob er doch vielleicht ein bisschen größer ist als das iPhone. Soll ich dir helfen? Hugo? Ja, ich habe ja auch gerade überlegt. Hugo, brauchst du irgendwie Hilfe? Ja, passt schon. Der Krankenwagen ist in der Base. Das ist meiner jetzt. Das ist bei mir. Achso, echt? Ja, klar. Der Digga, der fährt bei Axel vorbei. Der fährt bei Axel vorbei und holt mich ab. Warum holt er dich ab, aber? Ja, Bruder, bei mir ist alles vorbei. Ich weiß nicht warum, aber Big Mac fühlt sich so gesund an bei Mc's. Eigentlich ihr? nicht, nein. Okay. Soll ich dir ein Bild für meinen Bauch schicken, dann kriegst du ganz schnell gar keinen Appetit mehr. Weißt du eigentlich, also du warst noch nie fett, oder? So richtig fett. Nee. Also ich glaube, ich bin Würdest jetzt, du's ich mal bin wissen jetzt in meiner wollen? fettesten Form. Ja, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ey, ich erfülle dir jetzt so, also nicht den Wunsch, du hast ja nicht den Wunsch, aber wenn jemand sagen würde, ich schnipp's jetzt mit dem Finger, du bist für 24 Stunden 260 Kilo schwer, würdest du es machen? Ja, Es für ist nur für 24 24 Stunden. Ja, ich sag dir ehrlich, ich glaube für 24 Stunden würden viele machen, oder? Ja, aber aus welchen Gründen würdest du es Ja, machen? einfach um es zu erlebt zu wissen- haben ja, oder um genau. zu wissen, wie es ist? Ja, um zu wissen, Ja? wie es ist einfach. Nice. Was wäre das Erste, was du machen würdest mit so viel Gewicht? Gucken, ob ich meinen Schwanz sehe. Kann ich dir jetzt auch schon sagen. Und? Nein. Nein? Nein. Ja, du meintest ja letztens. Oder Ja, unterschiedlich. aber ich bin ja nicht mehr so fett. Ich wiege ja kein. Ich Ach so, habe ja, 90 stimmt. Kilo abgenommen dieses Jahr. Also, du bist noch in meinem Stream, ich würde dir gerne was zeigen.
Also du weißt, dass man den Schwanz nicht im Stream zeigen darf, oder? Junge, ich mach das nicht, bitte. Okay, also, okay, ich gehe jetzt in Sag den mir Stream. Folgendes, ja? Der Pullover hier, der hat mir nicht gepasst noch, ne? Da hat mein Bauch unten rausgeguckt und jetzt geht der mir fast bis zu den Knie-Dingern, ne? So, die Hose auch hier, die ist komplett zu weit. Ich bin von 6XL auf 3XL und wenn du dir das mal anguckst, also sorry, wenn ich jetzt Leute verschrecke oder sowas, aber das hier ist alles Haut. Alter! Ja, ich check, was du meinst, oh mein Gott. Checkst du das? Ja. Aber Digga, krass, Ich seh- krass, wie viel du abgenommen hast. Danke. Das hier ist alles, guck dir das mal an, wie das hier so, ne, das ist, Ja, ich check komplett, was du meinst. und das Ding ist, dass von außen, weißt du, wenn ich jetzt so leger die Pullover so trage, so, ne, dann sehe ich immer noch fett, ich bin noch fett. Ich wiege 170, 160 Kilo. Ja, aber du hast richtig abgenommen schon. Also Ja, und richtig das ist der krass. Punkt. Und das ist der Punkt, was viele halt nicht checken, dass von 260 Kilo, 90 Kilo abzunehmen, ich bin immer noch ein fetter Bastard. Ja. Aber ich bin ein weniger fetterer Bastard. Ja. Weißt du? Und dadurch, dass ich mein ganzes Leben lang fett war, hat mein Körper ja auch gewisse Muskeln und ich kann jetzt zum Beispiel Dinge machen, die jemand anderes, dem sein Max-Gewicht 170 war, nicht machen könnte, weil der halt auf seinem fettes Niveau ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Und das Ding ist, ich will dir noch was zeigen. Ja. Das mache ich jetzt aber nur zum Angeben. Ich wiege 170 Kilo. Stell dir das mal vor, wenn du ins Fitnessstudio gehst. Als Gewicht. Es sind keine richtigen Liegestütze, aber ich bewege 170 Kilo mit meinem Oberkörper. Und das ist krass. Ja, doch. Das sah wirklich krass aus. Danke. Ja, wenn Und? du jetzt abnimmst, dann bist du ripped. Kennt oder machst du manchmal solche Liegestützen so mit Knien, checkst du? Also so auf den Knien und dann so Liegestützen? Nein, das machen nur Kinder. Wow, wow, Brill! Was? Nein, und das ist halt das Ding. Dass ich immer noch fett bin, ja, aber dass der Zustand meiner Haut sehr an meiner Psyche nagt. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Meinst du wegen hängender Haut oder was? Ja. Ja. Willst du das Weil reparieren es halt- lassen, wenn du ich war noch gerade mehr... gemutet. Ja, das wird auf jeden Fall wegoperiert. 100%. Also das kann ich mir nicht vorstellen, mein Leben so rumzulaufen. Wird auch zum Teil von Krankenkassen übernommen, oder? Kann das sein? Wird alles übernommen. Also die offiziellen gesundheitlichen Zonen. Ja, Ja, genau. Aber ist es nicht auch so eine Sache, wenn du halt psychische Probleme damit hast? Und ja I aber guess, der wenn Weg du- ist länger. Ja, der Ja, dauert länger, 100 der Pro. Weg. Ja, klar. Also zum Beispiel Bauch und Oberschenkel und Oberarme sind gesundheitsbedingte Operationen, die von der Krankenkasse übernommen werden. Ja. Und alles andere ist halt so Kosmetik, aber mit einem psychologischen Gutachten funktioniert das halt. Ja. Aber ich sag ehrlich, so Hauptsache Bauch, Beine und Oberarm. Rest juckt mich dann, also sag ich ehrlich so. Was ist denn der Rest überhaupt? So Schamhügel, Arschbacken, Was ist Schamhügel? da wo dein Pimmel rauswächst. Oben drüber so mäßig, checkst Aber das ist du? doch geil gerade bei dir, weil der so lang ist dann, oder nicht? Junge, bitte. Guck mal, alles, was gesundheitlich dich nicht auf lange Sicht belastet oder Infektion oder Hautscheuerung auslöst, ist freiwillig von der Krankenkasse, beziehungsweise musst du selber bezahlen oder du klagst es halt ein, indem du dir psychologisches Gutachten suchst, was halt bestätigt, dass du darunter psychisch leidest, sodass es dir halt sehr schlecht geht. Aber das ist ein sehr, sehr langer Streitweg.